Guten Morgen, es ist Montagmorgen und ich würde sagen, gehen wir zurück zu normal, oder? Gehen wir zurück zu Tagesjournal, Wochenjournal und überhaupt willkommen in Triesta. Die Sonne scheint, es ist Pfingsten und es geht am ringsten. Heute kommt der Markt vorbei und wir machen die Pergola fertig. Achtung, fertig, los, am Stück, die wir den Pergola durchziehen und fertig machen. Also, das ist mein persönliches Tagesziel. Mal schauen, wie gut das läuft und wie weit wir kommen. Es wird sicher super. Haha, die Esel sind von allein wieder im Stall. Die sind heute Morgen schon draußen gewesen, haben ihren Spaziergang gemacht. Sind jetzt aber im Stall am Warten auf Heu. Und darum sage ich Heu! Es ist 10 vor 8 Uhr. Der Alltag fühlt sich so gut an. Kompost biegen, herrlich. Ich liebe Kompost biegen, ist ein guter Job. So am Morgen Fitness, so, da wird man richtig wach. Und die Sonne, wie ihr seht, scheint schon mega stark. Ja, es ist herrlich in der Resta. Es ist herrlich. So, jetzt kann ich mal schauen, wie viele Eier das es schon gegeben hat. Die Hühner sind wieder voll am Eier liegen. Voll in Produktion wieder, die fühlen sich wieder wohl eingeschlossen. Ja, wenn sie sich wohl fühlen, fühlen sie sich wohl. Oh, habe ich vergessen zu sagen, gestern haben wir Besuch gehabt. Eine ganz liebe Frau, finde ich sehr spannend, kommt immer wieder. Und sie hat gerade letzte Eier von uns mitgenommen und bei sich ausbrütet. Haha, es hat Kind gegeben von der Joe, von der Adele und von der Janice. Leider sind Janice und Adele nicht mehr rum zum Fotos zeigen, aber dem Joe haben wir es gesagt. Er ist jetzt so beeindruckt, aber herzig und es macht lustig. Ich möchte auch züchten, ich möchte weg von diesen Hybriden und ich möchte in Zukunft eigentlich Hühner, die gluckrig werden und Hühner, die ausbrüten können und ihre Nachwuchs Sachen beibringen können. Ja, also Hühnerzucht, züchten, das macht mich so richtig lustig. Bonnie. Haha, die erste Aprikose. Die freue ich mich. Jawohl. Das erste Mais ist am Durchdrücken. Jetzt da kommen die 3 Schwestern an. Das Mais ist am Durchdrücken. Auch da hinten drückt Mais durch. Das ist sogar besser als dort. So gut. So gut. Ja, mal schauen da vorne, wie es aussieht. Da kommt Mais. Überall voll die Meise. Voll gut. Schon bald kann ich Bohnen setzen. Nach der Bohnen kommen dann. Schau mal da, wie groß schon. Da auch schon Mais. Da habe ich weniger gut geflogen. Aber schauen wir an. Mais, 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 Mais. Yes! So gut! You are what you eat. Da habe ich so in grössten trockenen Erde einfach so versucht, was passiert mit Rüebli. Und ja, ich sehe, was passiert mit Rüebli. So gut, so gut. Und die Mondlandschaft einfach vom Feinsten. Ladies and Gentlemen, das ist der Jacks Garten. Richtig überwuchert. Aber das wird jetzt alles dann. Ich lasse noch ein bisschen, den Mond noch ein bisschen, die Blumen noch ein bisschen. Und dann tue ich es dann irgendwann mähen und lege da ein neues Beet. Einfach das ganze gemäht wird dann liegen lassen und dann gibt es ein Beet. Für das nächste Jahr, fürs nächste. Aber da gibt es die 3 Schwestern. 3 Felder für 3 Schwestern. So, mal schauen, was passiert, wenn man den Tank aufmacht und laufen lässt. Einfach einmal leeren. Kannst du dann immer wieder füllen. Nächsten Tag tue ich es dann wieder füllen. Einfach da das ganze Beet
Ganz Hügel, ein bisschen Wasser geben. Jacks Gartenbewässerungssystem. Mal schauen, was passiert. Einfach so zum Versuchen. Wieso? Weil ich das kann. Zwiebeln, Knoblauch brauchen auch wieder. Da überall, da hat es noch Rhabarber drin. Ja, es sieht aus wie ein Dschungel. Aber ich will ja organisches Material, zum wie gesagt, Beeten anlegen. And you are what you eat. And you're even what you eat. Here's a clue, why don't you take a peek beneath your feet? Well, if you wanna know what you're made from. Oh ja, noch ein Aufruf. Beinwell. Wer hat Beinwellwurzeln für mich? Es darf auch noch so wenig sein. Oder ganz viel. Ich wünsche mir Beinwell. Mir fehlt Beinwell im Garten. Ganz viel Beinwell. Aber eben, wie gesagt, es darf auch wenig sein, weil Beinwell vermehrt sich schnell. Aber ich vermisse Beinwell im Garten. Brauche unbedingt. Hast? Dann schick's mir. Bitte, danke. Look at what you're made from's made from. Cause the stuff that we're all made from is the same. Yeah, we goes from dust to dust. You gotta just trust that upper crust and maintain that good terrain from whence you came. We've been looking up. Gemerkt, wir haben noch nicht alle Radiesli geerntet. Dafür sind sie gross geworden. Yeah! We've been messing around. We've been freaking out. But it's time to get down. Schaut mal, was die Geissen so alles machen. Hey. Da haben sie aufgeräumt. Ich zeige euch, da haben wir noch eingezäunt. Ich zeige euch, wie es ausgesehen hat. Und wie es jetzt aussieht. Jetzt haben wir ihnen. Ja. Jetzt nehmen sie schnell den Baum auseinander mit dem Seronieplatz. Ja, der Seronieplatz wird ein bisschen aufgeräumt. Aber es ist unglaublich, was da für Arbeit geleistet worden ist. Das ist gerade krass. Da kommt der jenes für. So krass. Da war alles wild. When you flirt with the dirt, you'll observe it's certainly not inert. From a worm to a chicken, you're never alone on the loam, and it's time to get to work. We've been looking up, we've been messing around, we've been freaking out, but it's time to get down. So sieht es jetzt aus. Frage ist, wie sieht es nachher aus? So, für meinen ersten Schnitt erstmal. So, ich bin rechts wieder. Of common ground, can't live without it, and it's time to get down. Das erste Versuch. Ja, nicht ganz geglückt, aber auch nicht so schlimm. Ja, weil, was sage ich immer? Perfekt gibt es nicht, also ist alles perfekt. Oder auch nicht? Ja, aber kann man jetzt, wenn wir es so schieben, haben wir die dann noch genug? Ja. So weit sind wir gekommen. Wir haben aber genug Holz da zum Fertigmachen, aber es ist dann zu heiß geworden. Einfach schlecht und einfach nach dem Mittag war es zu heiß gewesen. Plus haben wir noch Besuch bekommen von ganz lieben Familie. Und ja, dann haben wir gefunden, heute nicht mehr. Es ist einfach nicht mehr gegangen, es ist zu heiß. Aber darum bauen wir ja Pergola, weil es einfach da in der Sonne schon recht heiß ist. Aber ihr seht schon, es wird schon geil, he? Das wird schon geil. Damn! Von Hof zu Tal in 4 Minuten. Damn! Ich würde sagen, rekordverdächtig, oder? Ja, wieso habe ich so pressieren, fragst du?
Ja, weißt du, beim Eiersammeln, ich habe noch gedacht, ich tue noch Eier sammeln, bevor ich gehe, ist mir der Heine und die Ladies ausgebrochen. Oder ich musste halt schneller machen, um die anzubringen. Da bin ich knapp dran gewesen. Weil ich habe heute am 11. Uhr meine erste Quantum Liberation Sitzung, die nicht Austausch ist oder auch nicht gratis. Ja! Weil ich habe gesagt, nach der letzten Quantum Liberation Sitzung, die ich gemacht habe, habe ich gesagt, weißt du das Universum, ich bin bereit, um das mehr zu machen. Weil es ist schon ein gutes Gefühl, Leuten zu helfen. Gut zu tun ist ein gutes Gefühl. Und darum habe ich gesagt, Universum, ich bin bereit, um mehr gut zu tun. Und prompt, so ist es. Jetzt bin ich unterwegs. Und ja, falls du Quantum Liberation Unterstützung von mir brauchst, wünschst, kann man das auch online machen. Aber man kann auch vorbeikommen in der Rehstaufe oder am Dienstag zu Wisp beim Carmen im Laden. Ja, das steht mir auch zur Verfügung. Dann, ja, wenn du willst, dann melde dich. Und wenn du dich fragst, was Quantum Liberation ist, dann gang Tamara Messenger suchen, weil sie erklärt es am besten. Das war auch meine Lehrerin. Genau. Vor ein paar Jahren habe ich das lernen bei ihr. Und ja, jetzt fange ich mal an. Also, fange ich mal an. Für mich selber brauche ich es als Werkzeug tagtäglich. Ja, mit dem Universum in Verbindung sein, ist eine schöne Sache. Danke Universum, dass ich immer wieder in Verbindung sein darf. Und danke Tamara, dass es du mir beigebracht hast. Hey, hey, schönen Tag zusammen. Hoi miteinander, ja, kommen schauen, ihr Hübschen. Ja, ich habe etwas für euch. Ja, hallo. Ja, hoi Monsi, hoi Monsun, du Hübsche. Hoi miteinander, ja, sind ihr feine. Kommen, wir gehen zum Kühlschrank ein Riebli holen für euch. Sie muss sich noch wälzen. Wo ist sie? Da hinten. Ja, Breeze muss sich noch wälzen. Gell, Breeze? Juhu! Komm, Breezy-Bohnen. Jetzt ist gut. Hä? Ja, jetzt können wir rein, gell? Sind ihr bereit alle? Also, los, kommt! Kommen hier? We've been messing around. Es ist Mittwoch. Ich habe hier die zweite Schwester, aber in Mischform. Ganz viele verschiedene zweite Schwestern, also Bohnen, Stangenbohnen. Und ich tue sie um die erste Schwester, also Mais, umpflanzen. Wie die dann nachher den Mais darauf wachsen, nehmen den Mais als Stange. Ja, und dann die dritte Schwester ist dann Kürbis, und das bin ich am Anziehen. Oder Zucchetti kann man auch nehmen. Ja, und das ist dann als Bodendecker. Jetzt aber eins nach dem anderen. Zuerst einmal die zweite Schwester. Überall da. Da schön am Rand gesehen, da wächst zum Beispiel die Wicke, die Frühlingswicke. Das ist das da mit den spitzigen Blättern. Das ist auch stickstoffbindend. Bohnen sind auch Leguminosen, also auch stickstoffbindend. Also das heisst, ganz der Mais so richtig guter Stickstoff. Dünger jetzt gesehen, haben die auch schon. Ja, und dann, wenn ich, bevor ich den Kürbis dann noch setze, dann ich auch noch mal düngern. Und ja, mal schauen, wie das kommt. Die drei Schwestern im Versuchvariante. We've been freaking out. Mit den Sonnenblumen bin ich das Gleiche am probieren. Also zum Teil da, wo die einen Sonnenblumen tue ich auch mit Bohnen bepflanzen rundherum, damit die Sonnenblumen drauf Bohnen haben. Weil man kann ja auch, es muss nicht unbedingt Mais sein, es kann auch Sonnenblumen sein, einfach etwas Gesteiniges. Ja, die drei Schwestern, ein uralter indianischer Gebrauch. Und ich behaupte, da kann man am Schluss alles durch die Häcksler durchlassen und dann hat man wunderbare biologische Kraftfutter für seine Kühe oder für welche Tiere auch immer, die Kraftfutter brauchen. Aber das wäre eigentlich das. Der zukunftsweisende Kraftfutter schlechthin, behaupte ich. It's time to get down. Der Heino ist ein richtig schöner Gückel.
Aber er nervt trotzdem. Jedes Mal, wenn ich Eier sammle, büchst er aus und er will einfach nicht rein. Ich verstehe ihn ja. Ich will auch gerne draußen sein, aber eben, geht einfach leider nicht. Aber irgendwann mache ich sein Gehege grösser und dann ist er vielleicht auch eher zufrieden. Also ich weiß nicht, ob es euch da klar wird, aber wo es wird. Aber das Gras ist schon grösser als Claudia. Und das im trockenen Wallis. So schön ist sie. Es ist mega herzig, wie Iduna am Wachsen ist. Unsere kleine Prinzessin, gell? Da gehen Sünnele und gehen kämpfen und ist am Wachsen wie verrückt, ihre Hörnchen. Wie verrückt. Und wenn ich weiß nicht, ob ihr es da auf der Kamera seht, aber sie kommt schon richtige Wimpern über. Richtig lange Wimpern und Hörnchen kommt sie schon über ums Gesicht. Unsere Prinzessin Iduna. Grosse Füßchen hat sie auch schon. Das ist eine gesunde, kleine, aufmupfige, wiffi kleine. So und überhaupt. Iduna, die Erstgeborene von Dresden. Sehr schön! Hey, und übrigens, sie hat noch gar keinen Paten. Noch niemand hat Patenschaft für die Iduna übernommen. Oder niemand mehr, der noch tut, sagen wir es so. Live without it, and it's time to get down, down. We've been looking up, we've been messing around, we've been freaking out, but it's time to get down, down, down. 'Cause we're made up of common ground, can't live without it, and it's time we just gotta get on down, 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 down. Mit dem Marc hat 2 Samstage angefangen, mit der Claudia weitergemacht und jetzt steht das Hauptgerüst von der Pergola steht und ist bereit. Ja, jetzt gibt es noch ein bisschen Schrägverstreben, aber da ist jetzt alles fertig. Und da vorne, wo ich mich gesehen habe, Stangen schneiden. Das sind sozusagen die Nägel, die alles ein bisschen zusammenhält. An der einen Ort ist es rausgespickt. Wie da, aber gell. Und dort hat es noch einen Riss gegeben. Aber wie ich immer sage, es gibt kein Perfekt und darum ist alles perfekt. Am Schluss gibt es da noch mehr Längsverstrebungen drin oder Querverstrebungen und es wird alles mit Kiwi überwachsen. 2 Kiwi sind schon gepflanzt. Da ein Kiwi, dort ein Kiwi und da gibt es dann eine Wand noch hier durch. So die Hälfte, die bewachsen wird. Da wird nur noch Berge gesehen, ist da der Ausblick. Und ja, in ein paar Jahren, wow, wird es wunderschön da dabei. Ja, so ist You es. are what you eat, and you are what you eat, and you're even what you eats, and it repeats, 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 Wen kannst du holen? Also nicht das, es ist Freitagmorgen. Heute Nachmittag gehe ich auf den Markt. Heute Abend kommt Sophia. Am Morgen bin ich den ganzen Tag im Wischbau Sam Smile unterwegs, mache Kinderdisco. Die Sonne scheint, es ist ein mega blauer Himmel. Foxy ist unterwegs. Foxy Vögel? Ja, das ist unser Haushuhn. Und ja, das Leben ist einfach schön. Ich finde es schön. Einfach schön. So richtig schön. Ja, das wollte ich einfach mal zwischendurch gesagt haben. Ich bin jetzt am Schuh anlegen, wie ihr seht.
Ich gehe nachher eben meine Tierrunde machen. Blumen gießen, Pflanzen gießen, alles gießen. Ja, es ist einfach nur herrlich. Und es hat sogar zur Nacht, am Wochenende in der Nacht, Regen angesagt. Was ja auch super ist, weil Regen brauchen wir ja. Ja, was gibt es da zu sagen? Schön bist du am Schauen, schön tust du abonnieren, schön tust du kommentieren. Und ja, mal schauen, was so weitergeht. Oh, und weißt du was? Ich habe noch ein Permakulturheftchen bekommen von Permakultur Schweiz. Das Permakulturfestival die Einladung bekommen. Das wird super. Das ist auch ein Grund zum Abonnieren, weil dort gehe ich dann auch hin und mache ein Film über das Permakulturfestival. Ich freue mich. Weißt du, das ganze Vernetzung und so ist eben auch wichtig. Weil Permakultur ist ja nicht nur Gärtner, es ist auch nicht nur Bauern, es ist ein ganzer Mindset und eine ganze Vernetzung und Zusammenhang und einfach die ganze. Eigentlich ist es eine Gesellschaftsform, könnte man so sagen, oder? Also ich würde sogar behaupten, es könnte, wenn man es als System anschaut, könnte es auch ein System sein, das funktioniert für 8,6 Billionen Menschen. Nachhaltig. Apropos nachhaltig. Schau, da ist mein Aufsatz. Einfach meine Anlage. Da Sachen wachsen. Überall sind schon Sachen gepflanzt. Ja. Und fortlaufend tue ich mehr pflanzen. Immer wieder Neues. There's a whole world down there. Down where? I'll tell you where. Right under your feet, where the land and plants meet. It's the soil. Rolf, es war jetzt richtig glatt mit dir, das Gehängte. Am Morgen früh. So schön. Jederzeit wieder. Von mir aus jeden Freitag. Wir freuen uns. Ja, guter Tipp ist. Guter Tipp. Danke. Food web and it's a banging good time. Come on down underground and meet some friends of mine. Seht ihr es? Ist ein Unterschied. Ist schon wieder ein bisschen stärker geworden, meine Brille. Ja, man wird älter. Aber wenn man älter wird, sieht man weniger gut. Aber doch, jetzt wieder klar. Aber ein bisschen einen neuen Stil habe ich ausgesucht. Was meint ihr? Also mir gefällt es. Gibt etwas anderes her. Aber ich werde ja auch immer reifer und reifer. I'm flatulent. I mean a flagellant. I got this whippy tail, can you imagine it? I got a motion from motion. Hey, im Dankensvideo haben wir von Matthias geredet, das ist im Fall. Und ist da einer von meinen Lieblingsläden im Wisp. Im schön Mami. Unverpackt. Kommt da einkaufen. Vergessen das mit dem Abfall und Verpackungen. Kommt da hin. Es hat feine Tees. Ich kaufe meinen Tee nur noch da. Ich sag's euch, der Blütentanz. Mit dem tanze ich den ganzen Tag. In the primordial ocean to get me swimming around. Now I'm smashing it. I'm amoeba, I'm a Uber, a shapeshifter. Look, I'm a tuba. I slip around like a blob, doing my job, and sometimes I'm slime mold with the mob. I'm the arch nematode. You get a bad rap when you're nothing but a tube that moves and unattractive. Not a villain, just a bit of killing with 400 quintillion siblings. What's wrong with that? Fungus sacrifice. Breeding and moving, dancing and creeping. It's like. Hey, nein! Jetzt habe ich sogar gerade noch ein Interview gegeben. Das habt ihr, glaube ich, gesehen, weil Sophia hat es aufgenommen. Ich sage euch, es ist so schön hier im Wisp. Smile for Kids haben da einen bombastischen Anlass organisiert. Herz von Krone ist eine super Gastgeberin und ich habe mega Freude. Es ist so schön, gell Sophia? Hey, und ohne Sophia wäre ich einfach wieder mal aufgeschmissen. Sie rockt den Shit viel besser als ich und es ist einfach schön. Danke vielmals, Wisp. A party going on right under your nose. If you know. Sonntag, 4. Juni. Das heisst, es ist offiziell Vatertag. Claudia ist unterwegs am Arbeiten. Danke, Claudia. Sophia und ich, wir geniessen jetzt den heutigen Sonntag.
Ich hoffe, du geniessest es wieder mal einen Wochenrückblick zu sehen von Triesta. Danke fürs Schauen, danke fürs Abonnieren, danke fürs Liken und ja, überhaupt danke für den gestrigen schönen Tag. Aber wie ihr hört, meine Stimme ist zu Sau. Darum sage ich jetzt ciao. Hey, Flachwitz, gell, Sophia? Ciao zusammen. Ciao, noch ciao sagen. Get it in your head.